Haut zweite Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus der Kirche vu Remich, mewer dro Vunheitssondesmass. Et singt Choral Saint-Cécile Remich, Dirigent as den Robert Pauli, Organist de Patrick Vilwart. Hier spielt als Entree Lobt Gott ihr Christen vom Bach. Donno sangemer kommt singt dem Herrn vu Burroughs an Haff. Missa Brevis in C vom Robert Jones, Louange et Gloire vom Roux, Christ hier vom Leco, Panis Angelicus vom Cacciolini, an als Schlusslied Nun danket all vom Krüger. Durchel spielt als Sorti Preludium in A vom Bach. Masket gehalen vom Remischer Dächen Marcel Pündel. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Liebe Leute hier in der Kirche, an denen der Matthäus verbunden sieht, eng von den schönsten und ergreifendsten Kompositionen vom Wolfgang Amadeus Mozart als den Agnus Dei aus seiner Krönungsmass. Wie der bedeutende Dirigent Herbert von Karajan um Fest Peter Paul im Jahr 1985 am Petersdom während der Heiligen Mass mit dem Papst Jean-Paul II. Dessen Agnus Dei dirigiert hat, so wird erzählt, konnte ihn seine Tränen nicht zurückhalten. Dermaßen war hier ein Agraff. Der Mozart hat die Wörter von Johannes dem Täufer an ihrer Deft verstanden und dementsprechend vertont, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Was den Heilige Johannes a knappe Wörter formuliert hat, das feiern wir nur an der Eucharistie. Auf Gott, dass wir das Geheimnis immer mehr tief verstehen und daraus erleben. Wir Menschen haben immer nicht Erbarmen vom Herrgott nötig, aber können wir dafür Zufang vom Gottesdienst für Gott an dem Nächsten Eis sinnen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken,
durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde, du hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen, und schenke unserer Zeit deinen Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu, und der Bruder Sosthenes, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kenne ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mittlerweile hat es das Format von einer Kreditkarte und als Plastik, als Carte d'identité, der Personalausweis. Immer noch als ein Passfoto drauf, an dünner Schrift vom Inhaber. Die Carte d'identité ist da, für das wir uns ausweisen können, so wie wir sind.
a fir das ma op bestimmte Plätzen raggelos gin, wo ma sos net rakämen. An de Flieger, und der Grenz, wo ma Geschäfter aufschließen, bei enger Kontrolle. Carte d'identité heescht, et geht dem mich an ming Identität. Dobei lässt sich, dat muss ich soen, dat wat ming Person ausmischt, bei weitem net an de Format vun enger Checkcard fassen. Weil egal wie unspektakulär Leben noch ass, das an enger Foto erkennzuhlen, an enger Innerschrift festzuhalten, trifft immer nimmen de Bruchdeel vu ménger Identität. Et si just Basics, Koordonné de Base, Umgeräts. Wer de Mensch wirklich ausmischt as engem Kehr, dat muss een erliewen, erfuhren. Wer ich fir e Sinn oder fir anderer Sinn lässt sich engem Verhalen auflesen, besonders wie ich dem anderen begegnen. An der Lesung aus dem Neuen Testament gëtt haut auch so etwas wie eng Carte d'identité, e Personalausweis fir Christen. An de Paulus huet diesen Ausweis sozusagen an der Tasche. Es stellte ganz den Ufang vu senger schriftlicher Kommunikation und kirchlich Gemeinschaft zu Korinth. Ma hunn haut die ersten 3 Zeilen vun diesem Schreibes heieren. De Paulus weist sich fir d'echtmal formal aus als durch Gottes Willen berufenen Apostel vu Jesus Christus. Ze summen mam Sosthenes as hi den Absender vum Brief. An hier riecht sich iwwer Korinther heraus und all die den Numm vu Jesus Christus überall urufen an sich als Christen bezeichnen. Dat eigentlich wichtig Kennzeichen, dat wat de Paulus als Christ ausmischt, als da noch bei ihm d'Haltung mat deren de Menschen zu Korinth beginnt. An déi schenkt durch am großen Umfang vu singem Brief, wo schreibt: Gnot sief ma dich an de Frieden wo Gott eisen Pap an dem Herr Jesus Christus. Gnot a Fried, dat wünschte Paulus denen, wo hier beginnt. Und da das sei kein Floskel. Gnot bedeiht die barmherzig Zuwendung vor Gott zu den Menschen. An de Frieden wünscht ihn hinnen an Herz. So bildet hier Mam Sosthenes als engen Adressaten eng Gemeinschaft über räumlich Grenzen heraus. Wir haben alle gut zusammen die Identität von denen, die den Namen von Jesus Christus rufen. A Gnot, a Frieden steht eis all gut un. Weil auch hei könnte dabei handeln wie wir mit denen umgehen, wie wir zueinander stehen, an der schönen, frohen, an unkomplizierte Begegnungen, aber auch an Auseinandersetzungen am Streit. Ein Mensch mit christlicher Identität mischt immer Raum op als seine Kontakte, für das Gnot a Friede vor Gott hier können Anzug halen. Konkret kann der Teschen an der Begegnung den anderen gölle lassen, bestohe lassen, hier unholen, am anderen Christus selber erkennen, an ihm begegnen. An dem Sinn lief Leid Gnot a Fried sief man dich all. Los meis ob das gemeinsam Identität besinnen. Ich setze nach ein Keier Folgendes as ich auch schon ein Keier passiert. Die erzielt begeistert von einem Mensch, den ich fasziniert. An hei, ob emol, als Zufall oder Fügung, gesidderen ob ich durchkommen. Ma do was sie jo, gne ob den hun ich lo gewährt. Oder da sich nur eine bestimmte Wut, et fällt ich den Black net bei. An dir umschreift dat ganz de bisschen umständlich, weil da ich net ernst zu Hilfe wüsst. Wie plötzlich mich det klick, erfällt ich dat passend Wut an, dat all einer Erklärungen überflüssig mischt. Oder engem andere kündet spontan von de Lipsen. Gene, ruft erlichtert aus, gene dat wollte ich lo just soen. So beim Johannes dem Täufer am Evangelium. Der Johannes sagt, dat wissen wir eng besonders Aufgabe an der Heilsgeschichte. Seine Berufung war, Menschen zu bösen Imkeier abzurufen. Dafür däftien sie am Jordan. Und dat als Vierlefer vom Jesus, vom Messias, ob denen mit allem, was war, und was gesagt wird, hinweist. An hei. Plötzlich, wie die Johannes am Gang als zu däfen, geseitende Jesus auf sich zukommen, ohne Vorahnung und ohne Ankündigung aus heiterem Himmel.
an mich doch bei ihm klick, an das, wie wann et Team ging entfuhren, ma do wasio, grad den aset, gne den hun ich gemengt. Aus diesem Grund trifft ihn auserweist op den, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Johannes gebraucht dat uralt Bild vom Lamm, dat geschlurcht gehen muss, für die Menschen hier Sünden zu sühnen, dat heißt, a Platz von hinnen Strof op sich zu holen, a für sie rein zu wäschen. De Sündebock, den an d'Wüste geschickt gëtt, an ëmkënnt, beluden mat der Schuld von denen anderen, an a Platz von hinnen. Von do un leif Matchristen huet Lamm Gottes, den Agnus Dei, seg besonnech Bedeutung an der Mass, van de Priester vir der Kommunion, die konsekreiert Hostiem am Leib wo Christus erhieft, an de gelewigen Wider vom Johannes wiederhüllt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Weil effektiv der Jesus als Lamm Gottes stellt sich an meng Platz, wann ich mich ihm uvertrauen. Da lud hier mir meng Schuld lud hier mir meng Schuld auf, an lud sich se op. Du mat er sie nicht Schuld lass, an ich sie frei. Der Johannes den Defer huet net nimme fromm Sprich gedoen, mir hier huet och Zeichnis aufgelöst durch sein einfach Leben, durch sein Anspruchslosigkeit, sein Verhalten. Legendär war sein sobert a spartanisch Leben ohne all Luxus an am Denümer total. Hier nas net do für sich, mir für die Aner, aber besonders für den Jesus. Der Johannes kann eis dafür schützen, eis selber zu wichtig zu holen. Überheblichkeit hat keinen Platz am Reich Gottes. Hier lehrt eis, demütig aufzutreten, aber bescheiden zu bleiben. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Als sein Devis, als sein Programm. An die Satz, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, hören wir 400 Kommunion herno, wann der geistlichen den eucharistische Christus weist. Ma das aber auch die Aufgabe von allgedeefte Christ, Christus weisen, ob Christus hinweisen, Menschen mit Christus bekannt machen, sie mit ihm zusammen bringen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dorop entwremmer, eher ma kommuniziere gehen, Herr, ich sie nicht wert, dass du bei mich kennst, wie so nimmen Wut am eng Seel get gesund. Mit dem Satz will man ihr nicht einfach als Unzulänglichkeit deklarieren. Vielmehr können wir, liebe Brüder und Schwestern, an das wieder als Decision erleben. Jesus, ich will mit dir leben. Ich will dich erlassen an all Bereiche von meinem Leben. Jesus, ich will immer mehr mein Leben nur deinem Leben ausrichten, an mein Leben mit dir delen. Amen. Credo in nome Deum. Ex
Herrgott, die Johannessen Defer huet de Mënschen Demos bezeit, dat de Jesus der Jongers, dem Großen, den no ihm können, dann dem hien de weh berede soll. Auch mir sollen haut für die Jesus-Zeichnis auflehen, an Menschen mat ihm bekannt machen, dürfen bitte wir. Für all die nur dir frohen, aber besonders für die Jungen, die sichern, dass sie Menschen wie die Johannes begegnen, die sie bei Jesus feiern. Herrgott, höre eis. Für die Urstadtwelt, die wennst ihrem Glauben an Christus oder ihren Ersatz für die Menschenrechte verfolgt gehen, dass sie an Dingen Wort Kraft fanden. Herrgott, höre eis. Für all die gedeift sind, aber den Kontakt mit Jesus an ihrem Leben verloren haben, dass sie durch Begegnung mit engagierten Christen erfahren können, wie sie in guten Nachricht als in Freundschaft ihr Leben bereichern kann. Herrgott, höre eis. Prions pour tous les disciples du Christ engagés d'une manière ou d'une autre au nom de leur foi, afin qu'ils n'oublient jamais la grâce primordiale qu'ils ont reçue à leur baptême. Seigneur, écoute-nous. Für uns Verstorben, dass sich hier Hoffnung ob die Auferstehung erfüllt an sie an dem Reich als den Kanner für immer bei dir leben. Herrgott, höre eis. Gott, als Papa, bei seiner Darf hast du deinem Jungen den Heiligen Geist geschickt, an ihr nur von du und dein Reich verkündigt. Erfüll auch eis mit der Kraft vom Heiligen Geist, wird das auch mir Abbau von deinem Reich Macht schaffen, dat fromme dich durch hier Jesus Christus, eisen Herr. Lasset uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Per ipsum et cum ipsum ad in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Pax Domini sit semper vobiscum. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele. Wir haben die Liebe erkannt und an die Liebe geglaubt, die Gott zu uns hat.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns alle mit dem einen Brot des Himmels gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Remich. Den nächsten Sonntag über Dromatmas von Lellich. An los schalten wir zurück an den Studio.